Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Banished. Was ist passiert? Was läuft ab? Ja, das kann ich euch schon sagen. Wir haben gerade einen Trader da gehabt, von dem haben wir Wheat gekauft. Also Wheat, also ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig zum Aussprechen gerade. Also eigentlich nicht, das heisst ja Wheat. Das H wird ja ausgesprochen. Und da habe ich jetzt eigentlich vor anzubauen und da schaffe ich es anscheinend und die soll ich doch da Wheat anbauen. Es klingt lustig, aber mehr oder weniger spricht man es tatsächlich so aus. So können wir jetzt mal glauben. Vor allem im nördlichen England. Der amerikanische Slang, der passt mir so gar nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil der einfach kulturlos ist. So, jetzt haben wir da schon mal eine kleine Fläche, wo wir etwas damit anfangen können. Also was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir da schauen. Können wir eventuell, weißt du, da können wir noch Minen reinmachen. Also machen wir doch da ein bisschen Abstand. Und ziehen wir es doch einfach mal gerade über das erste Mal. So, dann machen wir als erstes da mal einen Stockpile. Du bist der Hüter über den Stockpile. Sehr ein wichtiger Job. Jetzt fangen wir an. Jetzt baue ich einfach mal so oben dran, so viel wie es geht, so weit es geht. Ja, da ist schon fertig. Ende Gelände, wie man so schön sagt. Aber da hat es noch einen, wo wir den suchend einen machen. Das funktioniert dann. Jetzt müssen wir noch mal schnell schauen, also 16, das heisst 64 Steine. Kommt das etwa hin? 16 mal 2 gibt 32, mal 2 gibt 64. Das heisst, wir können noch ein bisschen mehr machen. Aber momentan braucht es eigentlich nicht unbedingt. Also sage ich da mal, da mich das Zeug schon die längste Zeit schleift, sie sollen da mal wenigstens einen fertig machen. 4 sollten ja länger dann, weil die können ja, das haben wir schön nach und nach machen. Ihr seht, das Zeug wird einfach schon mal neben gelegt, weil sie haben keinen Platz mehr, um es irgendwo hin zu tun. Und es liegt nach wie vor, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und zwar immer irgendwie in diesem Streifen da. Keine Ahnung wieso. Das geht momentan nicht. Vielleicht wenn ich reingezoomt bin, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das schon zu grosse Rechnerleistung. Obwohl, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorstellen. Aber ja, wenn es dann so ist, ist es dann halt so. So, was machen wir weiter? Die Schule habe ich noch ausgeschaltet, genau. Die könnte man jetzt eigentlich wieder mal in Betrieb nehmen. Wir haben jetzt völlig genug Arbeiter, wie ihr seht. Wir haben jetzt 34 freie Arbeiter. Dann denke ich, kann man die Schule schon wieder in Betrieb nehmen. Mal schauen, wie weit das runtersackt. Es ist allzu weit, aber es hätte es nicht gesackt. Wir haben anfangs ein Student und trotzdem 2 Schulen am Laufen. Das heisst, man kann sich ein bisschen entscheiden, man kann ein bisschen auswählen, gehe ich heute in diese Schule oder gehe ich heute in die andere Schule. Ist ihm frei überlassen. Jetzt hat er sogar ein Gespendli bekommen, da können sie so einen gemeinsamen Tausch machen. Ich gehe in deine Schule, du gehst in meine. Mal schauen, welcher Lehrer das besser ist. Und wenn dann beide in der gleichen Schule sind, wissen wir, welcher Lehrer das der besser war. So, jetzt da fehlt noch ein Weg. Und da fehlt ein Weg. Da kann man eigentlich da... Oh, nein, da habe ich jetzt nicht wollen. Da habe ich wollen. Einen Weg hinter durchziehen. Einfach so aus Spaß eigentlich. Da haben wir schon den nächsten Trader. Was bringt er uns Feins? Hallo Trader. Er bringt uns Feuerholz. Haben wir jetzt tatsächlich Feuerholz gekauft? Nein, wir haben natürlich kein Feuerholz gekauft. Haben wir uns Feuerholz gekauft? Sagen wir jetzt nicht, wir haben Feuerholz gekauft. Fuele. Mann, wir haben Feuerholz gekauft. Das ist ja erbärmlich. Natürlich, wenn wir kein Feuerholz kaufen. Also beim nächsten Mal bitte nicht mehr so andrehen da. Wir könnten aber noch ein bisschen Eisen kaufen, obwohl Eisen haben wir jetzt momentan wirklich genug. Wie sieht das aus mit Stein? Stein könnten wir mal bestellen bei ihm. Und da dann auch sagen, Stein wird immer, sagen wir, 200 gekauft.
Also jetzt vorerst mal, bis wir natürlich unseren eigenen Steinbruch haben. Genau. Gut, that's it und du kannst wieder gehen. Danke vielmals fürs Geschäft. So, dann schauen wir doch da mal, also das ist schon mal erbaut und wird schon fleissig befüllt. Die wird langsam kommen, so nach und nach, und dort dann die auch bauen. Haben wir wieder einen Sprung gemacht? Nein, nicht einmal unbedingt. Wir haben jetzt knapp über 200 Einwohner. Steine. Also wir haben jetzt 120 Steine. Jetzt schauen wir doch mal. Was braucht eine Kille? Die braucht 130 Steine. Also wir haben 10 Steine zu wenig. Vom Rest hätten wir eigentlich genug. Aber ich bin jetzt mal so frei und tu sie trotzdem schon mal erbauen. Dass da auch Zufriedenheit, Grundzufriedenheit wieder ein bisschen aufgeht. Wir sehen ja da durchschnittliche Zufriedenheit von meinen Einwohnern. Dings, Bums, Dings. Natürlich wird jetzt wahrscheinlich auch ein Stein wieder weggehen beim Bau. Ja genau, also da geht wieder Stein weg. Das heisst, wir müssen uns jetzt irgendwo Stein beschaffen. Ja, ich glaube, ich habe da schon ziemlich jede Quelle ausgelutscht, wie man eben so schön sagt. Nicht falsch verstehen. Und ja, das heisst, es gibt jetzt schon relativ weite Wege, wo die müssen laufen, bis die zu einem Steinvorkommen kommen, stossen. Aber trotzdem tue ich es jetzt einfach mal markieren, dass wissen, da wäre etwas da. Oh, da hat es noch ganz einen Haufen, sehe ich gerade. Das ist wunderbar. Das ist ja gerade mehr oder weniger in der Nähe. Da hat es wirklich ganz einen Haufen. Das nehmen wir alles mit da. Gut. Wir haben jetzt 28 freie Arbeiter, die können auch mal etwas machen, oder? Dann, wie sieht es da aus? Da wird noch gar nichts gemacht. Was mache ich jetzt denn? Würde mich jetzt echt interessieren. Weil auf den Feldern arbeite ich jetzt nicht, weil die meisten sind nämlich ausgeschaltet. Da fällt mir gerade ein, den könnte ich eigentlich wieder einschalten. Da. Jetzt haben wir ja keinen Mangel mehr an Personen. Und die Fischer könnte ich eigentlich auch wieder mal langsam einstellen. Die sind ja eine Sofortmaßnahme gewesen, wo das Ganze ein bisschen eskaliert ist mit dem Massensterben da. Hat sich jetzt aber wieder gefangen und ich hoffe, es bleibt so dabei, dass wir wieder eine stabile Einwohnerzahl haben. Wir können jetzt eigentlich gerade mal schnell schauen, wie sieht es aus von der Grafik her. Ja, jetzt haben wir da, ja, ihr seht, da haben die Geburten angefangen, wo wir da das Gebiet erschlossen haben, und dann sind natürlich da die Zahlen in die Höhe geschossen. Wenn man jetzt das Ganze anschaut in den letzten 100 Jahren, dann haben wir da einen riesen... Das war da, wo wir die Sofortmaßnahmen haben müssen ergreifen. Und wir haben so eine stetige Kurve nach oben. Und das passt mir doch recht. Was auch sehr interessant ist, genau da, wo das Massensterben war, also ja, das Massensterben sind etwa 50 Leute gestorben, ist gerade während einer Babyboom-Zeit gewesen. Jetzt ist die andere Frage, wird das jetzt wieder passieren? Da ist ja ein neues Essen ausgegangen. Da müssen wir jetzt wirklich sehr gut aufpassen. Darum habe ich jetzt auch die Fischer wieder aktiviert. Weil die bringen doch recht etwas an Essen. Momentan kaufen wir kein Essen ein. Wir haben, glaube 2000 jetzt selber erwirtschaftet. Dings. So, was bringst du mir? Also Steine haben wir eingekauft. Steine sollten wir wieder genug haben. Werkzeug haben wir eingekauft. Das ist alles okay. Das läuft. Das ist okay. Was bringst du mir sonst noch so? Sag mal. Stein. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Aber brauchen wir im Grunde genommen momentan auch noch nicht. Oder doch? Ich bin mir jetzt gerade mal überlegen, ob wir das einkaufen wollen. Weil, meine 15-Jährige, wir haben momentan wirklich gut Feuerholz. Ja komm,
Wir bestellen den mal. Danke vielmals. Und du kannst wieder gehen. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht erzählen, was ich jetzt da gerade vorhabe. Das Problem ist einfach, mit 15 führigen Arbeiter, 14, können wir keine Minen betreiben. Das geht nicht. Das sind viel zu wenig Leute natürlich. Jetzt da mal schauen, ob da überall noch alles rum ist. Nein, da fehlt wieder mal einer. Dann da. Das ist alles okay. Ja, das ist in Ordnung. Da tun wir mal 4 rein. So. Dann, wie sieht es da aus? Ja, der Bau geht langsam voran. Das ist okay. Jetzt sehe ich gerade, alle meine Stockpiles, mehr oder weniger, sind ziemlich gefüllt. Wie sieht es da oben aus? Ja gut, die geht noch. Die ist aber zu 100% voll. Da liegt das Zeug einfach im Zeug rum. 88%. Ja, ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr Lagerplatz schaffen. Sieht fast ein bisschen aus und es laggt mal wieder. Was haben wir da? Kräuter. Wir haben absolut viele Kräuter. Wie sieht es denn da aus? Okay. Also. Wie sieht es eigentlich da aus mit dem Food? Haben wir mal eins gesagt, 100'000. 100'000 haben wir jetzt schon bald erreicht. Würde ich sagen, gehen wir auf 200'000. Weil da werden wir jetzt eine Speicherstadt sozusagen errichten. Dann funktioniert das nämlich schon, das geht gut. Aber ich möchte trotzdem noch 2, 3 Häuser da haben, für die Leute, die dann hier auch arbeiten in der Umgebung. Ich wollte dann hier eventuell auch noch Minen machen und so. Muss ich schauen, wie das funktioniert dann. Also was wir da sicher mal noch machen ist... zuerst muss ich das so machen. So. Okay, dann können wir da nämlich den Weg ziehen. Wo ist er da? Da ist er da. Falsch gewesen. So, und jetzt haben wir endlich... wie soll man sagen? Asylanten, Asylbewerber. Also, jedenfalls Leute, die bei uns wohnen wollen. Nomaden, ja genau, Nomaden heisst das Volk, das Nomadenvolk. 14 Leute möchte ich gerne nach Trolldorf ziehen. Ich kann nicht mal mehr richtig den eigenen Dorfnamen aussprechen, das ist ja fast ein Skandal. Ich würde sagen, ja, die nehmen wir an. Absolut. Also jetzt haben wir 14 neue Gesichter bei uns. Ihr seht, da 14 haben jetzt momentan noch kein Dach über dem Kopf. Das macht aber gar nichts, weil wir wollen ja hier unten sowieso ein kleineres Quartier errichten. Dann machen wir doch zuerst einmal das Wichtige. Darum habe ich jetzt schnell pausiert, weil ich wollte nicht, dass die unnötig lang, so 10x6 hätte ich eigentlich lange, ich wollte nicht, dass die unnötig lang kein Haus haben, kein Dach über dem Kopf, so wollte ich es sagen. So, dann machen wir da einen Weg rauf und dann kommen da Häuser, die sehr schlecht gebaut sind. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Ja nun, also 1, 2, 3 sollte lange. Dann können wir da nämlich noch eins, 2 und nicht 3. Gut. Also da läuft's. Das Zeug wird gefüllt. Dann die Häuser werde ich bauen. Ich würde mal sagen, auf die Häuser mache ich jetzt mal schnell eine höhere Priorität. Das Zeug auf der Mausmatte. Ich hasse Zeug auf der Mausmatte. Jo. Da läuft's. Da ist okay. Die Baustelle ist in Ordnung. Dann, wie sieht es da oben aus?
Ich würde sagen, gehen wir da mal auf 1500 bei den Werkzeugen. Werkzeug kann man nie genug haben. Die Kille wird auch schon gebaut, die Kille ist schon fast fertig. So, dann mal 10 Trader zuweisen. Dann funktioniert es auch ein bisschen schneller das Ganze. Und dann haben wir da unten auch genug Arbeitskräfte, die dann können tatkräftig mithelfen beim Befüllen von unseren Speicher. So. Dann. Entschuldigung. Wieso schaffe ich. Das verstanden habe, wieso schaffe ich da. Ah, jetzt schaffe ich 4. Ah, okay, alles klar. So. Was bringst du mir? Du bringst mir Werkzeug, was ich eigentlich momentan gar keine kaufen. Nein, nein. Ja, machen wir mal 50. Können wir unseren Grundbedarf gerade so knapp decken wahrscheinlich. Dann, das ist falsch da. Eisen, Tools und Eisen. Eisen haben wir momentan genug. Ja, ich denke, das ist okay. Brauchen wir gerade momentan nichts. Danke trotzdem und ciao. Und dann geht es da mal endlich weiter. Das weiss nur der Bauherr selber und ja. Wie auch immer. Ja, ist ja klar, oder? Die haben jetzt momentan alle kein Dach über dem Kopf. Es tut mir auch sehr leid für die. Aber die Arbeiter, die wollen eben nicht so heute. Ja, ich weiß. Da unten hat es aber Platz. Noch ein bisschen. Und bald noch mehr. So, das zweite Haus erbaut. Wir haben noch 2 Obdachlose gerade momentan. Und das Haus wird jetzt bald fertig sein. Ist bei 69%. Jetzt geht es weiter. Ich wollte sagen, was ist denn da los? Komm schon? Ja, nein, jetzt. Ernsthaft. Wie sieht das aus? Wer ist da? Förster? Woodcutter? Ja, natürlich noch niemand. Super, das Haus, das erst im Nachhinein angefangen wurde, ist ich bin sprachlos. Woodcutter. Wieso war nicht denn da innen so viel Woodcutter? Da Woodcutter, da. Woodcutter. Fisherman. Fishermans. Ich mache jetzt keine Werbung. Wie auch immer. So, also an den Häusern liegt es nicht mehr. Oh, die Kille ist fertig. Okay, dann tun wir doch da mal einen Pfarrer einstellen und BAM! Gerade 200 drin. Das heisst, wir müssen eigentlich schon eine zweite bauen. Ja, dann machen wir doch das. Komm. Wir sind so sozial und gewähren unseren Untergebenen den spirituellen Glauben. Ich hätte natürlich auch ganz böse können sein und so diktatorisch sagen, nein, wir glauben an nichts, wir glauben an Heilige Troll. Also das mache ich jetzt auch wirklich, ernsthaft. Der Heilige Troll, das ist eine Staatsreligion. Und das ist die Kirche vom Heiligen Troll. Ist ein bisschen abseits, aber das macht nichts. Die laufe ich gern. Glaubt mir das jetzt einfach so. Ja, da unten ist mal eigentlich alles abgeholzt worden und jetzt wächst da doch schon wieder einiges an Bäumen. Das ist okay. Vorerst werde ich da immer nur so stückchenweise weiterbauen. Was wir sehen da, ja, wir haben halt, Oh. Ja, nein, das geht noch gut. Bin ich gerade am schauen gewesen, weil ja da wieder ein paar gestorben sind, dass wir da nicht wieder in Bedrängnis kommen. Aber da unsere Schulen jetzt momentan überfüllt sind, werden alle die erwachsen werden ins Berufsleben hineinkommen. Das ist natürlich sehr gut, weil
da haben wir mehr Arbeiter. Und ich denke, ich werde es dabei belassen, dass ich jetzt nicht noch weitere Schulen mache, obwohl ich jetzt mir gerade am Überlegen war, wo dass ich die nächste heben will. Also gut, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe das Plätzchen bereits schon gefunden, schon auserkoren. Respektive 2. Es gibt 2 Optionen, entweder da oder da, für eine Schule. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich noch eine machen will. Jetzt sehe ich da gerade, da hat es ja noch Eisen, wo irgendwie vergessen gegangen ist. Die hätte ich natürlich schon noch gern. Da hat es ja auch noch Eisen. Ja, es läuft. So, und Trader ist da. Und ihr kennt das Spiel. Wie immer. Was der Trader bringt, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich euch schon mal, habt eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns dann. Ciao zusammen.